Publikum ist da in der Hoffnung auf ein großes Spiel. Schwer zu sagen, wie sich diese Begegnung entwickeln wird. Toller Angriff über die linke Seite. Ungarn. Über die linke Seite versuchen sie das Tempo zu forcieren. Mit voller Wucht geköpft. Er konnte den Ball nicht festhalten, so gibt's Eckball. Argentinien. Akkurat gezirkelter Schuss. Ecuador. Es gehört schon was dazu, sich diesen Ball zu holen. Riesenchance von rechts da mal reinzuspielen. Da ist noch alles drin. Gefahr fürs Tor. Da muss sich der Keeper nicht mal lang machen. Von links droht Gefahr für die Abwehr. Ja. Oh, der probiert's. Ja, der Verteidiger war noch dran. Der geht aufs kurze Eck. Tja, den hat er zu weit hochgezogen. Ein einfaches Zuspiel. Mal sehen, was sie daraus machen. Jetzt kann er den Ball von links hereinschlagen. Jetzt will er es wissen. Über die Latte. Große Abstimmungsprobleme da hinten in der Abwehr, das geht nicht lange gut. Der geht durch die Abwehr durch. Weitergeleitet nach dem Ballgewinn. Zum Mann in die Gasse. Was war? Ach klar, abseits. Da hinten steht ja noch einer. 15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Er will zum Ball, aber er trifft auch den Gegenspieler und deshalb Freistoß. Kroatien. Jetzt könnte er den Ball in die Mitte schlagen. Gut hochgeschraubt. Oh, wie kann man nur so mit seinen Chancen umgehen? Der öffnende Pass leitet den Angriff ein. Jetzt könnten sie von links flanken. Die Verteidigung ist stark, wirklich extrem stark. Nein.
Schöner Ball auf den Flügel. Die Abwehr hat sich bis jetzt wacker geschlagen. Zack, zack, klasse gemacht. Die erste Hälfte ist fast rum, nur noch 5 Minuten. Abgefangen. Da kommt der Schuss. Und da ist er drin. Was für ein Tor. Damit liegen sie mit einem Tor in Front. Sie sind vorne, führen jetzt mit 1:0. Prima in die Lücke gespielt. Das war ein absolutes Traumtor. Der Ausgleich. In den letzten Sekunden der ersten Hälfte. Ein großartiges Tor des Stürmers. Ich bin gespannt, ob sie jetzt genau da anknüpfen und versuchen, hier sofort nachzulegen. Das war der Ausgleichstreffer, Hansi. Ganz klar. Er gibt ihnen einen Riesenschub und das Spiel könnte jetzt zu ihren Gunsten kippen. 2 Minuten Nachspielzeit. Gute Abwehr da hinten. Linke Außenbahn. Und Schuss. Ein tolles Ding. Es hat lange gedauert, aber jetzt haben sie die Führung übernommen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und er schießt noch ein Tor. Hören Sie sich das an, was hier nach dem Treffer jetzt... Sie liegen jetzt ein Tor zurück. Ich bin gespannt, ob die Mannschaft das wieder ausgleichen kann. Der Schiedsrichter bittet zum Pausentee und der ein oder andere sieht mir danach aus, als könnte er die Pause gut vertragen. Wie hast du die erste Hälfte gesehen? Sie müssen das Spiel breiter machen, Wolf. Teile des Spielfeldes werden bislang gar nicht genutzt, aber die Führung spricht natürlich für sie. Argentinien? Durchgang 1 hat Kraft gekostet. Die Spieler konnten jetzt nochmal auftanken. Mal schauen, ob es was gebracht hat. In der Pause gab es keine Wechsel. Kein Durchkommen diesmal. Aber der Gegner schläft nicht. Zu ungenau. Da ist ein Mann frei. Er zieht aufs Tor. Es gibt Einwurf und sie haben im Grunde alle Möglichkeiten. Slowenien. Schiebt ihn in die Lücke. Es gibt Eckball. Ecuador. Scharfe Hereingabe. Zu weit nach oben. Kroatien. Noch 5 Minuten bis zur Pause. Wenn nicht noch was Außergewöhnliches passiert, dann bleibt es auch dabei. Und er zieht einfach mal ab. Da musste sich der Torwart nicht besonders anstrengen.
Sie brauchen den Ausgleich und somit eine gute Flanke. Der Gegenspieler passt auf. Wenn sie jetzt ganz exakt spielen, dann schlägt es gleich wieder ein. Er ist sogar einfach in die Parade gefahren. Dafür gibt es den Freistoß. Gelbe Karte. Und damit dürfte auch klar sein, dass er sein Zweikampfverhalten in diesem Spiel überdenken muss und sich jetzt etwas zurücknehmen muss. Der Pass kam nicht an. Gut geklärt. Der Assistent hat die Fahne oben und zeigt es an. Das war abseits. Japan. Nicht umsonst nennen sie ihn den Flankengott. Österreich. Und jetzt schießt er. Da haben sie sich rechts eine schöne Chance herausgespielt. Uruguay. Schön auf Außen. Das ist immer noch eine harte Situation. 5 Minuten noch zu spielen. Jetzt wird es aber langsam Zeit, dass noch was passiert hier. Und durch die Abwehr hindurchgeschoben. Zu ungenau. Schön gespielt, aber noch keine Gefahr fürs Tor. Da geht der Abwehrspieler dazwischen. Genau zum richtigen Zeitpunkt gestört. Weggebolzt. Nichts geht mehr. Das war's. Dieser Sieg bringt ihnen 3 Punkte. Sie haben das Spiel im Elfmeterschießen verloren. Das ist natürlich bitter. Ja, Wolf, sie haben nie aufgegeben und weiter ihre Linie gespielt und das hat sich bezahlt gemacht. Sie haben wirklich klasse gespielt. Die Mannschaften waren